Hallihallo zusammen. So, jetzt gibt es wieder mal einen Daily Vlog. Wir haben heute etwas ganz Spezielles vor. Und zwar haben wir hier eine Vietnamesin kennengelernt in Da Nang. Mit der sind wir letzte Woche, hat sie uns ein bisschen die Food-Szene von Da Nang gezeigt. Und heute gehen wir mit ihr noch ein bisschen ins Hinterland. Bevor wir rausfahren, sind wir noch bei ihrer Familie eingeladen zum Mittag. Und wenn wir nicht genau wissen, wie das hier in Vietnam so ist, wenn man eingeladen ist, was man mitbringt und so, denke ich, wir machen das ganz klassisch auf Schweizer Art und bringen jetzt eine gute Tafel Schweizer Schoki mit. Ich hoffe, Sie haben gerne Schoki. Also ich hätte sie mega gerne. Hey. How are you? Yeah, good, thanks. You? Yeah. Hi, so nice to see you. Oh, nice. You gotta get ready. Ja, das war jetzt eben Sam. Wir kennen sie über ein paar Ecken. Eine Bekannte von uns war mit ihr in Finnland im Austauschsemester, also im Erasmus-Programm. Und ja, sie wohnt eigentlich immer noch in Finnland, Sam, kommt aber ursprünglich von Da Nang und ist jetzt gerade ihre Familie am Besuchen. Ja, recht cool, dass sie uns so die Umgebung und alles zeigt. Thank you. Die Mutter von der Sam hat uns jetzt gerade noch ein lokales Essen gemacht. Das ist ganz speziell für Da Nang. Das gibt es eigentlich so nirgends in Vietnam. Das sind einfach irgendwie so spezielle Nudeln mit Chicken. Echt fein. Ist schwierig zum Essen mit Stäben für uns. Melli ist 5, ja. Also ja, ist der fertig. Jetzt gibt es nochmal einen vietnamesischen Eiskaffee. Das sind so liebe Leute hier, die verwöhnen uns mega. Ja, jetzt machen wir uns dann parat. Es hat geheißen, es geht ein bisschen in die Berge und irgendwie gibt es noch ein Barbecue mit so einem Fluss. Ich freue mich mega. Ja, es hat geheißen, etwa 70 Kilometer geht es. Wir können noch baden. Wir können noch baden, ja, das ist mega gut. Cool. Das ist mega heiß. Ja. Wie immer. Ja. Scooter Crew ist ready. Let's go, let's go. You're welcome. Here we go. Okay, viele Eindrücke auf einmal. Wir sind jetzt hier gerade in so einem typisch vietnamesischen Dörfli gelandet und wir haben gerade erfahren, wir übernachten heute hier. Das heisst, ich mache jetzt gerade kurz dann noch eine kleine Haustour. Das ist ein typisches vietnamesisches Häuschen hier. Und hier leben sie noch wie wirklich vor 50 oder 100 Jahren zum Teil. Und sie haben mir gerade erzählt, dass bis vor ein paar Jahren sogar noch üblich war, dass sie hier sind jagen und so. Also ja, mega spannend. Aber eben, zeigen wir kurz mal das Haus. Also das, was man hier sieht, ist so ein bisschen wie die Stube. Hallo! Und wie ihr seht, das ist eines der besseren Häuser hier. Es hat nämlich einen Kühlschrank und einen Fernseher. Das haben hier nur ganz wenige Häuser. Dann ganz spannend, hier werden wir heute schlafen. Also ich glaube, die ganze Gruppe wird einfach hier auf dieser Fläche hier irgendwie sich ausbreiten und dann hier drauf schlafen. Wird sicher auch noch interessant. Ich werde wahrscheinlich nicht so viel Schlaf bekommen, aber ja, ist ein Erlebnis. Dann hier, das ist glaube ich so ein bisschen die Küche. Da haben wir auch noch Hühner. Die legt gerade ein Ei. Und da, das ist eigentlich die Küche. Also die dann wirklich hier noch auf dem Feuer da, sie kochen. Ja, es ist mega lieb von diesen Leuten, dass die uns einfach hier übernachten. Klar, wir kennen Sam, aber das sind jetzt auch irgendwie nur Bekannte von denen und die nehmen uns hier einfach so auf. Das ist voll cool. Wir sehen alles sehr faszinierend. Wir gehen jetzt aber weiter. Es heisst, wir gehen irgendwo an den Fluss runter, gehen grillieren und gehen hoffentlich ein bisschen baden. Meinst du, gibt es das jetzt um die Nacht? Ein Grill? Es ist unglaublich schön, dass das da ist. Ich hatte schon Vorstellungen, aber das übertrifft alles. Mega schön.
Wir sind jetzt am Fluss angekommen, wir machen hier ein kleines Picknick. Und es hat hier so eine Art kleinen Staudamm, das heisst, hier ist es fast ein bisschen tiefer und dort gehen wir jetzt definitiv mal auf das reinhüpfen. Wie ihr seht, ist ein vietnamesisches Barbecue ein bisschen anders als wie wir es gewohnt sind. Und das hier ist recht cool. Das sind so Blätter, die einfach irgendwie, also sind die dort hinten. Die haben es wirklich einfach schnell von dort hinten genommen. Und dort innen ist Schweinefleisch umwickelt eben mit diesen Blättern und das gibt einen mega guten Geschmack. Da haben sie gerade noch mal eins vorbereiten. Aber das ist nicht dreckig. So, also wenn wir das jetzt richtig verstanden haben, gehen wir jetzt Schnecken sammeln und rühren die nachher auf den Grill. Das ist krass, wir sind auch im Dschungel. Irgendwann sind in Vietnam, wir wissen nicht mal genau wo. Ich meine, er hat uns nicht gerade vorerzählt, dass es hier Tiger gibt. Und Bären. So, mir heute Morgen einer gesagt hat, dass ich heute noch Schnecken sammeln. Ja, schön. Ai đâu ăn lại. In dieser Dose brutzeln gerade unsere Schnecken. Jetzt haben sie gerade noch entschieden, dass wir statt dort in dieser Hütte, die wir vorher gezeigt haben, hier hinten übernachten. Einfach im Freien. Das wird sicher cool. Ja. Ich weiß noch nicht genau, wie das wird, ob wir irgendwie noch Decken holen oder irgendetwas. Im Moment haben wir noch nichts da. Sie haben einfach mehr Bier bestellt. Ich glaube, die Vietnamesen hier trinken recht gerne, recht viel. Aber, ist ja gesellig. Ja, ist gesellig. Nein, also es ist wirklich cool. Das Essen ist mega fein und sie sind alle mega freundlich. Sicher eine Erfahrung, wie wir sie so glaube ich, auch noch nie gehabt haben. Không dặn cô nhỏ dặn chơi bữa. Con. Đi rồi. Cảm ơn chú. là trùm hết luôn. Nó mấy ông là theo dục. Ich weiß gar nicht, ob ich es genau anschauen will. Ein Oh mein Gott, ist das unser Dessert? Oder? Aber haben sie Tee? Chị để đứng lại chị kìa. Wie ist es? Chiếu anh hiểu không? Thằng đây là ta. Cái nào Das cũng ist mê nicht so gì mê gì mà nó tao. speziell. Es ist nicht grusig, es ist kein grusiger Geschmack. You want to try it out, Melina? Ja, aber nicht grusig, ich muss es ausprobieren. Okay, Meli, wenn du das machst. Ja. Má, con cũng để ngồi gần đó là đá nổ rồi ra. Đá nổ. Nổ. Es ist okay. Es ist gut. Eigentlich ist es noch fein, aber es ist ein Schneck. Okay. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber es ist ein Schneck. Ich habe jetzt gerade aus dem Häuschen rausgezogen. Aber ist gut. Es ist mittlerweile tief in der Nacht. Wir sind immer noch draußen. Mittlerweile so ein bisschen die Männerrunde gecrashed.
Und die singen jetzt für uns noch irgendein traditionelles Lied. Sind wir mal gespannt, he? Dạ, đồng trên lòng. Dạ. Cùng mất bóng trên sông Trường Sơn, hai đứa ở hai đâu mà xa trần. Đường xa trần mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Nie hätten wir gedacht, dass wir uns am Ende von diesem Tag in einer so fröhlichen Vietnamesen-Runde wiederfinden. Der ganze Tag war eine Offenbarung. Aber was mir den Rest gegeben hat, ist, wie freundlich und ungezwungen sich die Vietnamesen zwei wildfremden Menschen angenommen haben. Gerade für ein Land, das aufgrund von seiner schwierigen Vergangenheit allen Grund dazu hätte, etwas gegen den Westen zu haben. Der grosse Teil dieser Leute sind einfache Bauern vom Land, die praktisch alle direkt unter dem Krieg gelitten haben. Und trotzdem fällt es mir nach dem Abend schwer, mir vorzustellen, dass zwei Vietnamesen, die kein Wort Deutsch können, so gut in einer Schweizer Bauernrunde aufgenommen worden wären, wie wir in dieser Nacht in Vietnam. Die Fortsetzung von unserem Abenteuer gibt es bald. In der Zwischenzeit würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Abo da lassen. Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr es gerne auch mit euren Freunden teilen, zum Beispiel per WhatsApp. Danke für euren Support und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!